So schön war nur ich Modis, der Mengis von der Duchtzing-Frau. So half wo se kund, dat is gewiss, der schwarze Dud lädt ihr kei Roh. Et Modis, een couragete Frau. In Kölle war een düster Zick angebrochen. De Pest ging und nahm sich, wer in de Weg kam. Et war das Jahr 1349 und es waren alt Hunderte von Menschen gestorben und täglich kamen Dutzende dazu. Et ja fast keine soziale Ordnung mehr. Jede Benehm, Manier und Moral jinke verloren, weil jeder nur noch an sich selbst dach und mat, wat wollt, für sich zu retten. Ältere täte ihr Kinder vernachlässigen, Ehepaare täte sich trennen, aus Angst könnte sich beim anderen anstechen. Selbst die Doktore hatte Gedank, sich endlich um Kranke zu kümmern, auf sich davon zu überzeugen, ob die auch wirklich tut wäre. Nur flüchtig und groff täte sie die Kranke beäugen und stellte direkt ne Dudesching aus. Et konnt nicht flück genug jon, dat die Lische aus dem Hus komme. Oft ja wird nicht ins Graf, sondern nur Massegräber, wo die Dude von Pestknechte verschacht wurde. Keiner tät die Dude achte und inne eine anständige Beerdigung verschaffe. Doch da jawet eine junge, schöne Frau, die ganz aus der Reihe sprung. Et Modis von Aducht, aus dem Geschlecht Lüstkirchen. Dat hat für Kotem der Mengis von Aducht ne rische Patrizier, der so richtig jet an der Föß hat, ihr Hierort. It selbst komm ja auch aus nem Hu angesinn und fürnehme Hus, war nicht nur risch, sondern wie man sagt, Äppelsche für der Dorsch. Dat gesalfte Ipa lebte in einem großen Hus mit dem Namen zum Papageien an der Eck vom Neumarkt und der Olivejas, die später Richmodisstraße genannt wurde. Es Richmodis war nicht nur ein Gedicht von einer Frau, sondern auch ein Jodesiel, im christlichen Glaube abgewachsen und immer flück dabei, wenn es darum ging, andere zu helfen. Auch jetzt, in der schlimme Zick, wie die Pest so viel Menschen dahin rafen tät, wollte unbedingt der Kranke beistehen, weil sich ja sonst keiner Ware tät, näher an die von Bühle und Blut bedeckte Lieber heranzujonnen. Tät de Lück, Miets aus der Nachbarschaft, Wäsche und ihnen zu essen und zu trinken recke. Das war natürlich erg gefährlich und all täte et Richmodis warne. Auch ihre Mann, der Mengis, war bedrüff aus Angst sin Leben Frau. So war es für keiner eine große Überraschung, dass et Richmodis eines Tages da niederzuliegen kam. Krank und schwach, konnte von seinem Bett nicht mehr aufstehen. Der Doktor war gekommen und stellt bald fast, dass es nicht mehr atmen tät und sein Herz abgeholt hat zu schlagen. Der Mengis, der in Köln als Ratsherr am Arbeiten war, wurde gerufen und brach am Dudebett von seiner Frau zusammen. Doch trotz all dem Klare und dem großen Schmerz, muss auch er dafür sorgen, dass der Dudeli von seiner Frau, die er immer so angebett hat, flück aus dem Hus gebracht wird. Auf dem Kirchhof von Sint Apostele, ganz in der Nähe, sollte Richmodis begraben werden. Er lädt seine Frau noch ihr wies Hutsigskleid anlegen und jaufe ihre kostbare Schmuck mit. Dazu gehörte ein wunderschön Halskett und eine dürre Diamantring. Dann kam sie eilig in der Dudelat und es noch am selben Tag nach St. Postele gebracht wurde. Es ist all bei der Hetz und der Umständ auch nicht verwunderlich, dass der Dudegräber mitkräht, mit wat für Wertsache et Richmodis in die Ät gelad wird. Und dat da ob ein ganz fies Idee kam, ist damals wie hück
nachzuvolltrecken, wenn man so eine Idee auch damals wie Hück als ja nicht nett ansieht. Aber in uns Welt geht es eben zu Hanacke und vielleicht ist das manchmal auch ganz gut. Natürlich nicht immer, aber in dem Fall von der Frau Richmodis war eine glückliche Fügung. Der Mengis und seine liebe Frau han, wie man auch nennen will, gesehen, dass selbst die schlimmste Kanaille der Lauf vom Leben auch ins Positiv bestimmen könne. He könnte der Auszug aus dem bis jetzt nur teils veröffentlichte Tagebuch vom Richmodis von Aducht. Dem Richmodis sie Tagebuch. Kölle am 20. November 1349. Et schrieb: Dat sind mein erste Gedanken nach meiner Rückkehr aus dem Graf am Kirchhof von St. Apostele. Da hatte sie mich für Badesch begraben. Bis heute ist mir immer noch nicht ganz klar, was wirklich passiert ist. Davon, dass ich gestorben sein soll, weiß ich nichts. Ich weiß nur noch, dass es mir nicht gut ging. Bevor es anfing, mir schlecht zu gehen, war ich viel unterwegs für meine Nachbarn in ihrer Not zu unterstützen. Es waren so viele Leute krank und eine ganze Heit Menschen, die sterben an der schwarzen Pest. All haben ja Angst, sich um die Armkranke zu kümmern. Doch ich wollte ja tun und han unsere Doktor gefragt, wie ich es best helfen könnt. Der hat mir uns jetzt davon abgeraten, aber wie ich nicht locker lädt, hätte mir ein Liss gemacht, ob der all die Sache stunde, die man so als Krankenschwester bruchen konnte. Danach habe ich dann alles zusammengestellt. Ich war in all Straßen und Häuser rund der Neumarkt und auch in ein paar Straßen in der Nähe vom Ring und vom Dom. Überall sah es schlimm aus, nur Kranke und so viel Dude. Was haben wir dann falsch gemacht, dass so ein Straf über uns kommen konnte? Die Frage stelle ich mir als zig langem. Ich han der Herr Pastor gefragt, aber auch der was nicht genau. Der det nur sagen, dass man beten sollte, damit die Düvelskrankheit wieder verschwindet det. Ich glaub nicht, dass der Düvel damit jetzt zu tun hat. Unser Herrgott lied doch so jetzt ja nicht so. Da steckt jetzt anderes hinger. Nur wat? Ich mag dem Mengis versprechen, nicht mehr so viel unterwegs zu sein und mich mehr um unser Haus und um unser Glück zu kümmern. Das würde ich auch gern tun, aber es macht mich doch erst bedröft, wenn ich mitkriege, wie wenig gegen die Pest unternommen werden kann. Vielleicht hat der Pastor recht, darum tun ich jeden Tag ein Käse aufstellen und bei der Mutter Gottes bete. So ganz kann ich aber nicht aufhören, den Nachbarn zu helfen. Der Dudegeber, der mich wieder in das Leben gebracht hat, auf soll ich sagen, der mich vom sicheren Tod bewahrt hat, haben sie noch nicht kriegen. Er ist getorben. Ehrlich, ich kann dem Mann ja nicht richtig Gott sein. Wenn ich daran denk, wie schlimm meine Tod für den Mengis gewesen war, dann möchte ich liegen, se dete der Hanak niemals finger. Der Herr Pastor sagt mir, ich soll auch für der beten. Aber so big bin ich noch nicht. Ich muss erstens mit mir selber klarkommen. Das fällt mir schwer genug. Sie haben mir erzählt, dass ich schwer krank war. Nicht mir Atem tät und mir Herz abgeholt hat zu schlagen. Der Doktor hat mich dann für Dude erklärt und sie haben mich in eine Sarge geladen. Nach dem Kirchhof von St. Apostele haben sie mich gebracht und da in der Erde versenkt. Der Dudegräber soll meine Sarge ein paar Stunden später wieder ausgebuddelt, der Deckel abgemacht und mein Halskett, ein Hutzigsgeschenk von Mengis, abgenommen haben. Dann hätte versucht, und das weiß ich genau, mir meine Diamantring aufzudrecken, aber das ging nicht. Der war mir halt immer jetzt spack gewesen. Ich kann mich halt gut erinnern, dass mir meine Hand wie gedonnen hat. Durch das Trecke bin ich mal wach geworden.
Ich wusste überhaupt nicht, was los war. Ich sah nur einen Mann über mich gebeugt, der an meiner Hand am Rumfummeln war. Och, siehe ich, konnte ich im Düstere nicht richtig sehen. Zuerst dachte ich, es war der Doktor. Aber wie der Mann dann sah, dass ich mitkrieg, was da am Machen war, hätte ne Schrei gelassen und wie ist wie Jeck afjaue. Sing Latein hätte dabei ganz vergessen, war die Glück. Ich hätte mich sonst überhaupt nicht zurechtfinden können. Wie ich dann so peu à peu erkennen mocht, wo ich war, ist mir dat erst in de Glieder gefahren. Ich kriege jetzt noch ein Zittere, wenn ich daran denk. Es war wirklich schrecklich. Was soll ich machen? Ich bin aus der Kur rausgekroffen, über der Kirchhof gelaufen und dann ob der Neumarkt und in Richtung Olivias. Es war mir arschkalt und ich wollte nur so flück wie möglich in mein Bett. Und dann haben sie mich an der Port auch noch so lang stehen lassen, bis sie uns endlich abgemacht haben. Heute kann ich ja verstehen, warum das so lange gedauert hat. Die haben gedacht, und darüber muss ich ein bisschen griemeln, ich wär eine Geis. Davon konnte überhaupt kein Rett sein. Ich stund da und mir war es echt kalt. Ich kann mich auch nicht erinnern, irgendetwas geträumt zu haben. Nee, da ist ja nix. Die Leute sprechen davon, dass ich mal Scheindut war. Da kann ich nur sagen, ich habe mich in keinem Moment Dut auf Scheindut gefühlt. Es weiß auch keiner, wie sich das anfühlt, wenn man Scheindut ist. Auch der Doktor nicht. Für mich war es so, wie wenn ich in Langzig fast geschlafen hat.